Was ist heute für ein Tag? Heute ist 22. September. Und ich kann euch gleich sagen, das ist ein ganz spannender Tag. Für uns hier in München, denn wir sind nicht nur in Hupsis Welt, sondern wir sind ganz in der Nähe der Theresienwiese. Und was ist da um 12 Uhr passiert? Da hat Münchens Oberbürgermeister Christian Ude im Schottenhammelzelt das Fass angeschlagen. Es ist wieder Wiesenzeit. Das Oktoberfest in München ist eröffnet und ich glaube, da geht's jetzt schon richtig rund. Aber nicht nur dort, auch bei uns im Studio 2 Live-Bands zu Gast heute. Die Blechbixen aus Landshut und eine bayerische Oktoberfestband, die Original Rockaholics Burm. Meine Lieben, was wäre eine Wiesn-Spezialsendung ohne eine Wiesn-Spezialband mit einschlägiger Erfahrung? Die habe ich nämlich jetzt hier bei mir zu Gast. Haben sich auch für den Wiesn-Hit 2012 beworben und meiner Ansicht nach, und ich bin ein Musikprofi, gute Chancen. Die Original Rockaholics Burm. Servus, Manda. Servus. Ich brauche ein paar Bayern hier um mich herum, weil ich bin ein Tiroler und wenn ich gescheit über die Wiesn daherrede, wird's mir mancher Bayer vielleicht sogar übel nehmen. Man weiß ja, ihr spielt seit ein paar Jahren jetzt ganz erfolgreich auf der Wiesn, aber losgegangen ist es für die Original Rockaholics Burm schon ein paar Jahre früher. Ich glaube 600 Auftritte in den letzten 10 Jahren. Ja. Kann man sich schon ausrechnen. Erzählt ein bisschen, ich glaube, Piet, du hast begonnen mit den Rockaholics. Ja, mit dem Wolfi zusammen. Wir zwei haben das Ganze aus der Taufe gehoben vor 10 Jahren. Haben Deutschland gespielt, Österreich, Schweiz, Italien, Lanzarote, Mallorca und so weiter. Und das habe ich mir gedacht, in Bayern. auch, ja. Und dann haben wir irgendwann einen Mark an der Gitarre gekriegt. Beste Neuverpflichtung seit Arjen Robben, wie ich immer sage. Links außen. Schießt er die Elfmeter? Nee. Absolut. Er trifft wenigstens. Und dann seit 2 Jahren ist der Robby da bei uns dazu gestoßen mit seinem genialen Fasselschlagzeug vom Alex von den Treuernrams. Da haben wir auf der Wiesn letztes Jahr schon für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil wo kriegst du schon ein Schlagzeug, wo ein Original Bierfassel dabei ist? Also da muss ich sagen, das ist mir auch schon auf den Pressefotos aufgefallen und ich bin ganz überrascht. Das spielt ihr live auch, oder? Live. Richtig, live. Und du bist ja ein alter Drummer, wir kennen uns ja seit Ewigkeiten. Wie soundet es? Wie ein ganz normal Schlagzeug auch. Das kann man sich wo anhören? Auf der Wiesn? Butchers Bratwursthütten, rechts neben der Bräurosel. Ich kriege übrigens 10 Euro, wenn ich es sage. Von mir? Vom Wirt. In der Bräurosel, das heißt also rechts von der Bräurosel die Bratwurst und da seid ihr unterwegs und spielt jeden Tag? Jeden Tag, 16 Tage lang. Und ist das nicht der beste Platz, um vielleicht zu sehen, ob ein sogenannter Wiesn-Hit dann auch wirklich einer wird? Das entscheiden leider nicht wir, das entscheiden ja logischerweise die Leute. Und da bin ich ja ganz froh drum, weil das wär ja Schmarrn, wenn wir das entscheiden würden. Da wäre es ja viel zu einfach. Aber ich glaube, vielleicht kann man so ein bisschen eine kleine Chance haben. Das Liedl, das wir ja heute hören, das heißt bei uns in Bayern. Über das werden wir uns dann noch ein bisschen unterhalten. Und ich habe die große Ehre, da ein bisschen mit zu spielen. Allerdings nicht auf der CD, sonst wird es garantiert kein Hit. Aber zumindest da können wir das miteinander probieren. Ihr seid bei ganz vielen verschiedenen Bands dabei, die sich beworben haben für den Wiesn-Hit 2012. Eure Chancen stehen gut, das wird eine spannende Sache. Wie stellt man sich das vor? Da bewirbt man sich und hofft, dass ganz viele Leute das anklicken. Ja, also wir haben uns eigentlich überlegt, wir sind eine Wiesenband und wir als Wiesenband brauchen einfach mal einen Wiesenhit. Auf dem Münchner Oktoberfest, wenn du spielst, dann ist eigentlich logisch, dass du eigentlich auch einen eigenen Wiesenhit haben willst. Bewerben hat sich jeder gekonnt. Jetzt kommt eine Fachjury und die entscheiden dann, wer die Top 20 sind und dann wird jeden Tag gewählt und irgendwann am 22. ist er dann der Wiesenhit. Da steht er fest und dann wird er gespielt. Okay, und jetzt kann ich es euch schon verraten, ich bin der Meinung, dass wir hier bei Gute Laune TV das Recht haben auf einen eigenen inoffiziellen Wiesn-Hit und den werden wir gleich gemeinsam hören. Und jetzt sind wir hier in Originalaufstellung, die Original Rockaholics Burm mit Verstärkung aus dem Tiroler Land. Sprich mit einem, wie sagt man denn da? Quetschen. Ausländer, hatte ich fast gesagt. Mit einem internationalen Begleitorchester, nämlich meinem. Und da spielen wir jetzt bei uns in Bayern. Und da muss man dazu sagen, davor noch, das ist ja ein Titel, den habt ihr textlich zwar geschrieben, aber das Original kommt auch nicht von der Nordseeküste, Nein. sondern aus Irland. Aus Irland, das ist ein Irish Folk Song. I'm a Wild Wild Rover heißt es im Original. Genau, und I'm a Wild Wild Rover kennt man bei uns in Deutschland unter an der Nordseeküste. Noch.
Und das ist meiner Ansicht nach das Gute an der Idee. Und das hat jedem, bei uns auch in der Redaktion, gefallen. Dass gerade ein Lied, das als norddeutsche Hymne bekannt ist, jetzt plötzlich eine bayerische Hymne wird. Ja, bei uns in Bayern. Wie geht's weiter? Kommt's Bier aus dem Fass? Da schau her. Sind die Hosen aus Leder? Und das Glasl heißt Moss. Und klingen tut es so, der Wolfi hat ein Intro drauf, dass wir jetzt nur mehr so reinschauen. Ja, bei uns in Bayern kommen wir aus dem Fass, aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Ja, bei uns in Bayern kommen wir aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Wir wissen, dass das jetzt sehr verdächtig an einem Grammy dran war. Aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Wiesenhit 2012. Und dazu braucht man ein super Video. Und das schauen wir uns jetzt an. Nicht bevor ich euch nicht viel Glück gewünscht habe. Vielen Dank, Männer, dass ihr da wart. Die Original Rockaholics Buben. Und die gibt es natürlich auch im Internet. Da gibt es auch die Maxi-Single www.rockaholics mit X und Z. Ungefähr, oder? Mit X und S. .com. Genau, com.de, da sind sie zu finden, da kann man auch die Single-CD bestellen, die Maxi-Single. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam, bevor es für euch ab auf die Wiesen geht, den super Videoclip an. Viel Spaß mit den Rockaholics-Buben und euch alles Gute. Ja, wir haben die Berge und wir haben Schnee und wir haben auch viel Wasser im Starnberger See. Die Burschen sind griebig, die Madeln charmant. Unser König heißt Ludwig, der Kaiser heißt Franz. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Ein Bier ist bei uns unser tägliches Brot und da jeder ist stolz auf das Reinheitsgebot. Wir stehen am Gipfel und schauen gern ins Tal. Unsere Kinder heißen sauber und niemals Chantal. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Bei uns ist der Himmel oft weiß und oft blau. Gehen wir mal auf die Wiesen, sind wir besoffen wie Sau. Dass die Preisen zu uns wollen, das wundert mich nicht. Weil der Preis ist kurz und ganz blöd ist er nicht. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen aus Leder, das Glas aus Moss. Ja, bei uns in Bayern kommt's Bier aus dem Fass, sind die Hosen